Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ey, ich warne euch wieder mal komplett vor. Ich bin heute laufende Leiche. Also wirklich, ich habe mein Zürich Filmfestival Modul seit gestern hinter mir. Ich muss euch noch ein paar Sachen erzählen. Auch von gestern Abend, es war der Galabend. Und ich bin komplett wasted. Plus, es ist schon 1:30. Und ich habe morgen Schule. Oh Gott. Oh Gott, okay. Ja. Es wird eine sportliche Podcast-Folge. Darum ich bin komplett kaputt. Ich habe das Gefühl, ich werde halb krank. Kennt ihr das? Wenn ihr so hure Stressphasen habt in eurem Leben, ich merke so, eigentlich wäre jetzt so Time zum krank sein, aber ich habe halt keine Zeit und durch den ganzen Stress wird es halt wie so ein bisschen ignoriert und eigentlich dann, wenn der Moment ist, wo ihr mal wieder so ein bisschen runterfahren könnt, dann nimmt es euch komplett, so meistens nach Festivals oder nach irgendwie, weiss ich nicht, so, mich nimmt es dann meistens so. Und ich merke so langsam, ich bin schon ein bisschen am Kränkeln, also wirklich meine Nase läuft, ich habe Husten seit irgendwie 7 Wochen oder keine Ahnung. Ja, es ist geil, aber oh mein Gott, ich habe endlich das Modul hinter mir und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie froh ich bin. Also, für die, die es nicht mitbekommen, ich mache ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe in der Schule, ich studiere by the way, peace out, haben wir gerade jetzt 2 Wochen lang oder 3 Wochen, nein 3 Wochen lang haben wir ein Modul gehabt, das wir für das Zürich Filmfestival arbeiten. Und ich musste ein Interview machen und ein TikTok für den Zürich Filmfestival-Kanal. Und Update zu der letzten Folge. Ich habe ja so ein bisschen erzählt, ich glaube, am nächsten Tag habe ich meinen Dreh gehabt, oder? Ich glaube. Und ich war ja mega nervös, so, ob das gut laufen wird und alles. Und es ist mega gut gelaufen. Ich war wirklich richtig, richtig happy gewesen. Nein, ich bin wirklich mega, mega froh. Vor allem, wir waren so in einer Dreiergruppe gewesen, wo wir wie einander geholfen haben. So, also ich bin ja wie bei den Drehs von den anderen beiden auch dabei gewesen. Und ich muss echt sagen, ich habe wirklich Glück gehabt. Also zum Beispiel bei der ersten ist so vieles technisch-mäßig schief gelaufen, weil wir so ein bisschen im Stress waren. Weil wir, glaube ich, nur so 2 Stunden irgendwie hatten zum Einrichten. Und ich bin auch nach spät gekommen, weil ich am Morgen an Filmscreening hatte. Ist ja gleich. Dann ist dort so ein bisschen, mal die Kamera ist ja einmal abgestellt gewesen, dann hat der Ton nicht funktioniert. Es ist wirklich, es tut mir so leid da. Sie hat es auch nachher mega, bereut im Sinne von, du kannst ja eh nicht, also weißt du, so, wenn die Kamera einfach weil es heiß hat und abstellt, kannst du halt nicht vorbeugen so. Ist auch Pech, aber gleich so, hat sie schon mega getroffen, es hat mir so leid da, Alter. Voll, und bei den anderen ist der Dreh gut gewesen. Es ist halt mehr einfach so gewesen, sie haben so lange geredet, dass wir nachher 2 Stunden lang aufgenommen. Im Vergleich, mein Dreh ist, also ich glaube 24 Minuten oder so gewesen. Also wirklich gar nichts eigentlich. Und es ist ja eigentlich, je nachdem, ob es inhaltlich spannend ist ja, wenn es spannend ist es ja geiler, wenn es kürzer ist. Weil wenn du ein 5-Minuten-Video machen musst und du hast 2 Stunden Material, dann ist es Pain zum Schneiden. Darum habe ich wirklich eigentlich relativ, also ich bin recht zufrieden gewesen mit meinem Dreh. Ich hatte in dem Sinne recht Glück gehabt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erzählt habe, aber ich hatte so einen mega Struggle mit dem Raum, weil wir haben natürlich auch organisieren, welchen Raum wir für unser Interview, also einfach alles selber organisieren. So. Und ich habe das Fotostudio bei uns an der ZHDK und das hat geheißen, es sei aber erst am 1 frei und ich habe am 2 das Interview geheißen, ich habe nur eine Stunde hätte ich gehabt, um alles einrichten, was niemals gegangen wäre. Und es ist halt wie die Chance so da gewesen, dass es eventuell auch hätte früher schon leer sein. Und ich habe das aber erst an diesem Morgen dann erfahren. Und sonst hätte ich einfach einen anderen Raum gehabt, der wäre auch okay gewesen, aber halt nicht so geil wie der Raum, den ich will. Und dann habe ich am Morgen, am 9 Uhr, habe ich so ein Mail bekommen, so, ja, der Raum sei jetzt schon frei. Und ich war so, oh mein Gott! Ja, das ist richtig, Alter, ich war so glücklich gewesen, dass ich diesen Raum nehmen konnte. Von dem her ist es wirklich eigentlich alles von Anfang bis Schluss mega gut gelaufen. Ich habe sie mit 2 Girls gemacht, mit einer 15-Jährigen und einer 19-Jährigen, bald 20-Jährigen. Und also für die jetzt gar keinen Kontext haben, ich konnte einen Film aussuchen vom Zürich Film Festival und habe wie so dann können entweder Regisseur oder Schauspieler interviewen. Und ich habe wie sie 2 genommen, sie sind beide Schauspielerinnen vom Film When We Were Sisters. Ein Schweizer Film, Leute. Supportet mal die Schweizer Filmkultur. Das habe ich schon mal gesagt in der letzten Podcast-Folge, fällt mir gerade auf. Aber wirklich ein geiler Film. Also ich finde es wirklich sehr nice gefunden. Ich will dann eigentlich noch mal schauen. Vor allem jetzt, wo ich halt wie die 2 Schauspielerinnen kennengelernt habe, das macht schon noch viel aus.
Ja, auf jeden Fall, der Dreh war eben, wie gesagt, mega gut gewesen. Sie sind beide ultra chillig, ultra sympathisch gewesen. Also, falls es so interessiert. Das Video ist jetzt online. Das habe ich jetzt eigentlich fast schon zu früh gesagt. Ich kann euch noch erzählen. Ich habe dann nachher eben noch straight up das Video schneiden und so. Dann habe ich gleichzeitig am Abend, also wir haben halt nach meinem Dreh, haben wir eben den Dreh von der anderen gefilmt, der so lang gegangen ist. Und ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, als Außenstehende ist es so, Bro, what the fuck, ein Dreh ist jetzt nicht so mega. Also weißt du, wie so, du musst die Kamera aufstellen, filmst 24 Minuten und dann wieder abbauen und gut ist. Aber es ist halt so viel mehr anstrengender und gerade wenn du deinen eigenen Dreh hast, bist du halt so nervös, es muss alles gut laufen, du musst professionell wirken, es darf nicht schief laufen, es muss alles funktionieren, hast so Verantwortung für so viele Sachen, dass sich die Personen wohlfühlen, dass gefühlt alle Kameras laufen, dass der Ton funktioniert, dass nicht irgendwie, eben, es ist einfach so viel Verantwortung und du bist so durchgestresst, also du kannst eigentlich erst runterfahren, wenn du daheim bist und also ja, du kannst schon auch mal runterfahren, wenn dann die Dreh durch ist und die Leute gegangen sind, aber trotzdem so, das ist ein Dauerstress eigentlich so. Und ja, dann haben wir nachher gerade den Dreh von der anderen gehabt und es ist einfach, ich habe dort gemerkt, ich bin knocked out gewesen. Ich hätte einfach am Boden können liegen und schlafen. Ich bin so, meine Energie ist schon komplett kaputt gewesen. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt noch einen Dreh. Und eben, der ist nachher noch so lang gegangen. Und also meine Aufgabe war ja für den Ton zu sorgen. Heisst, ich hatte quasi Kopfhörer gehabt und habe die ganze Zeit quasi kontrolliert, dass der Ton, dass der gut ist. Also weißt du, die haben so Mikrofons da vorne an ihrem Körper und dann habe ich zum Beispiel, weißt du, so, wenn die Balkette dran kommt, manchmal muss ich sagen, oh, wir müssen das Mikrofon noch ein bisschen runter tun. So. Ja, was eigentlich, ich musste schauen, dass der Ton halt durchgehend funktioniert. Und das ist eigentlich eine mega simple Aufgabe, beziehungsweise eigentlich ja gefühlt gar nichts, weil du einfach das Interview zuhörst, ist so. Und nur just in case, wenn etwas passiert, dann etwas sagst. Aber gleich, ich habe gemerkt, ich habe gar keine Energie mehr. Ich habe den ganzen Tag fast nichts gegessen, weil ich vorher nervös war und nachher, nach meinem Dreh eigentlich keine Zeit hatte zum Essen. Ich bin eigentlich am Shaken da gewesen, wirklich gar keine Energie mehr gehabt. Und ich bin dann so um 8, 9 heimgekommen, so, ich bin tot gewesen, wirklich. Dann habe ich auf einmal zwar wieder Energie gehabt und habe mein Video geschnitten und dann ist noch eine Anfrage irgendwie gekommen von der Schule, so, ich weiß nicht, ob es von der Kommunikation einen Fehler gibt oder ob ich es spät gesehen habe, aber irgendwie so quasi, ich muss noch eine Sendekritik schreiben, heisst eine Kritik über ein Video, also über ein Interview von jemand anderem, das schon online ist und ich sehe mich da so um 10 vor 12 in das Mail oder die Nachricht, sehe mich so, niemals in meinem ganzen Leben schaue ich jetzt noch das Video und schreibe Kritik dazu, never! Ja, also sie sind auch mega lieb, ich habe dann auch gesagt, so, ich bin tot, ich kann nicht mehr. Aber trotzdem, der Tag war viel zu stressig. Ja, und eben, ich habe dann noch, die nächsten Tage ist dann auch noch, hey, jetzt machst du doch noch ein TikTok, weil ich ursprünglich weg der Plan war, dass ich keins mache. Bin dann auch auf der Straße, sind wir noch so Strasseninterview-mässig machen. Das ist noch lustig geworden. Wir haben so das Joke, so, dass jemand von meiner Klasse so ein bisschen State sucht, um ins Kino zu gehen und hat dann verdammt viel Körper kassiert. Ich kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das auf eurer For You-Page gehen. Es hat stabile 10'000 Views. Also, ja, nein, sehr lustig. Ja, voll. Und dann habe ich das Video fertig geschnitten, jetzt gestern. Und dann ist es auch online gekommen, am 3, am Samstag. Und ich bin einfach, Bro, das Gefühl ist so geil. Also ich kann zwar noch nicht 100% jetzt abschalten, ich check gerade noch nicht, dass es jetzt vorbei ist. Aber es ist schon mal ein geiles Gefühl. Einfach, ja, eben, also ich habe ja jetzt 2 Wochen lang durchgehend jeden Tag Schule gehabt, mit Samstag und Sonntag. Also ich bin wirklich tot. Ich habe keinen Tag mehr gehabt, wo ich schnell erholen konnte. Darum, ich bin auch heute Morgen, wo Sonntag ist und ich hätte endlich mal ausschlafen können, bin ich um 7:30 verwacht, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss in die Schule, ich habe schlafen. Ja, nein, wirklich ein Dauerstress. Ja, genau. Und eben gestern habe ich dann alles abgegeben und so. Falls euch interessiert, ein Video, das ich geschnitten habe, eben zu dem Interview, ich habe so ein bisschen Ich oder Du gemacht. Das ist jetzt online auf dem Zürich Filmfestival YouTube-Kanal oder auf Facebook, könnt ihr auch schauen. Vor allem die Distribution. Also das bedeutet, dass du das Video aufladest. Das ist so viel Arbeit. Du brauchst sicher 3-4 Stunden für alles. Also mit einer Abnahme und so. Zum einen, wir mussten Untertitel machen. Und das ist Pain.
vor allem auf Englisch. Ich habe gefühlt kein Englisch, das ist schon mal Arsch. Dann musst du es halt auf 4 verschiedene Kanäle aufladen, auf YouTube Shorts, Facebook, Instagram, YouTube. Du musst dann auch Kurzversion schneiden dann für Reels und so. Und dann musst du noch überall Captions schreiben, überall alle Leute erwähnen, Standort hinzufügen, dann das Ganze auch noch auf Englisch und ich weiß auch nicht, das Thumbnail, also bei YouTube das Titelbild und so musst du auch noch machen. Es ist so viel fucking Arbeit gewesen, Alter. Und dann musst du das Ganze auch noch abgeben, dann es noch korrigieren und dann also wirklich, ich habe gedacht, das Videoschneiden wird das Größte und dann hast du das Gefühl, du bist fertig mit dem Schneiden und dann kommt die ganze Scheißarbeit an. Ey, nein, wirklich, ich bin tot gewesen, ich habe gar nichts mehr gesehen. Voll. Eben, wie gesagt, ich könnte gerne das anschauen. Ich könnte bitte so einen Kommentar schreiben, so, oh mein Gott, nicht Nati. Einfach so, oh mein Gott, mega krankes Video, mega cooles Video. Also das krasseste Video, das ich jemals gesehen habe. einfach so funny. Ja, ich habe so in Familienchat auch geschrieben, mein Bruder schreibt so, mega cooles Video, super gemacht. Aber als wäre irgendwo so ein anonymer Fan, ich liebe es. Voll, nein, ich bin echt proud. Das ist jetzt das krankste Video, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber ich bin eigentlich mega zufrieden, ich finde es voll easy. Und dann war jetzt eben gestern Abend auch der Gala-Abend. Also es hat wie bei diesem Modul, also alle, die quasi gearbeitet haben beim Zürich Filmfest, ich hoffe, das stimmt, ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, wir sind auch eingeladen an dieser Gala-Abend, an diesem Abschluss Zürich Filmfestival an dem Abend. Und da muss man sich so mega schick anlegen und wir haben das alle so voll schick angelegt. Ich habe mein schwarzes Hochzeitskleid angelegt. Und dann sind wir gegangen und ich sage auch Leute, da kommen wir eigentlich schon zu meinem Funny Moment von der Woche, weil es ist ein mega lustiger Abend gewesen. Ja, ich habe, also jetzt kurz alle, die unter 16 sind oder 18, schnell die Ohren zuheben. Ich hatte ein bisschen Alkohol. Also ein bisschen. Gestern war meine Premiere, wo ich gekotzt habe. Es tut mir leid, dass ich da jetzt so direkt das straight einmal sage, aber es ist crazy. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin eben immer der Mensch gewesen. Ich weiss nicht, in der Gesellschaft ist es doch schon gefühlt normal, also was eigentlich krank ist, dass man so sagt, man hat schon mal einen Alkohol gekotzt. Und ich bin immer der Mensch, der so war, nein, ich habe noch nie einen Alkohol gekotzt und ich werde auch nie und bla bla bla. Und gestern, es hat halt, es hat halt gratis Alkohol gegeben, es hat geile Drinks gegeben, weil ich weiss auch nicht, ich fühle es jetzt nicht so mega, einfach irgendwelche Alkohol, weil es halt geile Drinks sind, die wirklich fein sind. Und du schmeckst schon Alkohol nicht raus. Das ist einfach schwer. Ja, darum, also ich bin da in dieser Hinsicht wirklich mal gar kein Vorbild. Also ja, jetzt könnt ihr die Ohren wieder aufmachen. Ja, sonst war es ein mega lustiger Abend. Einfach wie man mit der ganzen Klasse in den Ausgang geht und dann sich so schön anlegen und schöne Bilder machen und so. Und irgendwie, ich habe es mega, mega cool gefunden. Ja, zu meinem Funny Moment von der Woche. Es geht jede Woche um Schiessen, Furzen und weiss ich nicht was. Das tut mir so leid. Aber es ist wirklich immer... Okay, eigentlich der Funny Moment... Keine Funny, dass ich halt wirklich... Also gut, ich kann jetzt nicht voll alles vollkotzen oder weiss ich nicht was, sondern ich bin halt irgendwann dann heimgegangen, so um 2 und bin dann heimgekommen und habe John gesagt, Bro, mir ist irgendwie mega schlecht so. Und dann... Ja, bin ich halt aufs WC so. Aber es ist wie nachdem ist es mir auch gut gegangen, also es ist wie... Ja... von dem her, liebe Kinder, trinkt keinen Alkohol, sondern nur Sirup. Yeah. Ja, aber wir wollen ja da transparent sein, oder? Auf jeden Fall, funny Moment von der Woche. Es hat gestern einen mega viel lustigen Moment gehabt, weil ich halt wirklich keine Hemmungen hatte. Ich habe da mit meinem Dozentleiter auf dem grünen Teppich irgendwelche random Bilder gemacht. Ich habe, ich weiss gar nicht, was alles passiert ist. Es war krank. Und einfach ein Moment, wo ich halt wirklich richtig lustig gefunden habe, ist, ich bin mit meiner Kollegin Nina, auch von meiner Klasse, bis out, sind wir so draussen gestanden mit unserem Glas, es hat so einen Tisch gehabt, haben sie dort da und wir haben halt, es hat draussen Pizza gegeben, so gratis, und wir haben die reingeschlitzt. Ich glaube, das ist der Grund, warum es mir nachher nicht mehr so gut gegangen ist, weil ich so viel Pizza gegessen habe. Auf jeden Fall. Es ist eigentlich, wenn ich so erzähle, halt null lustig. Aber in dem Moment war es halt irgendwie so lustig gewesen, weil wir schon alles lustig gefunden haben. Und mir ist halt mein Weinglas runtergefallen. Und weißt du, es ist so ein Moment von, alle sind mega edel, es ist voll,
wie soll ich sagen, voll streng. Also, weißt du, wie, wenn du jetzt irgendwo an einer Dorfparty bist, juckt es ja niemand, wenn das Glas runtergeht. Aber das ist halt so alles nobel und edel. Und mir ist das scheiß Weinglas runtergefallen. Und es ist in 1000 Stück ist es runtergefallen. Also, weißt du, so kaputt gegangen. Und die Leute von außen schauen halt richtig, die geben so harten Side-Eye. Weißt du, die anderen da mit ihrem schönen, eleganten Kleid schaut über und denkt so, die heutige und also wirklich genau so einen Blick hat sie gegeben. Und wir beide, wir sind einfach, uns hat es so vertatscht. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade nachvollziehen könnt, aber wir haben es so lustig gefunden, weil wir gerade kurz für einen Moment einfach aus dieser noblen Rolle komplett aus... Also wir waren ja schon beide so halb besoffen gewesen, und dann passiert halt das, es war einfach lustig gewesen. Wir haben das einfach nicht mehr heben. Und das Ding ist, es wird jetzt einfach wieder eklig, aber wir haben uns auch beide wirklich wortwörtlich gefühlt in die Hose gepisst, Alter. Also, sie sagt eben so, also, eben, das Glas geht, aber ich merke schon, wir haben komplett Lachfleisch und ich merke ja bei mir selber schon so, oh fuck, Alter, das ist gerade so ein scheucher Sprutz, ist jetzt so, wisst ihr? Und sie sagt einfach in dem Moment, sagt sie einfach noch so, oh mein Gott, Nati, jetzt ist gerade ein Sprutz in die Hose. Und ich habe halt noch mehr müssen lachen, weil mir genau das Gleiche passiert ist. Das heisst, sind wir einfach da gestanden, haben vom Lachflash noch viel mehr ein Lachflash gehabt und haben das Gefühl, die Hose pisst, Alter. Nein, es war so lustig. Ja, das war wirklich ein richtig, richtig funny Moment von der Woche gewesen, weil man sagt halt einfach immer so, ja, ich pisse mit Hose. Wir haben also literally in unser schönes, elegantes Kleid voll pisst. Und es dann auch noch so offen können sagen. Ich finde das geil, wenn du so Friends hast, wo du einfach so Sachen kannst ansprechen kannst. Oder du kannst sagen, so, Bro, du dünnst, ich muss aufs WC. So. Also ich bin ein Mensch, der das wirklich so nicht bei vielen Leuten kann. Ich bin jetzt auch eigentlich nicht ein Mensch, der das so, eben wenn es bei Leuten ist, die ich jetzt so mega eng kenne, das will ich niemals sagen. Aber wenn es halt wirklich close Leute sind, so, du kannst das sagen, finde ich das echt geil. So. Aber bei mir braucht es eigentlich schon recht viel, bis ich das sagen kann. Ich glaube, ich wirke jetzt gerade im Podcast so, als wäre das mein All-Day-Thema, aber eigentlich voll nicht. Genau, das war so mein funny Moment von der Woche gewesen. Und eben, es war eigentlich ein mega cooler Abend gewesen. Also ich habe es wirklich mega, mega fest genossen. Ich muss sagen, wir haben das Modul ja mit dem Jahrgang obendran jetzt auch noch gehabt. Also wir sind ins 3. Semester und wir haben es wie mit dem 5. Semester auch noch gehabt. Und man hat die immer mal wieder so ein bisschen gesehen, irgendwo so im Schulhaus. Und man hat aber nie, also ich habe nie so mega viel mit ihnen zu tun gehabt. Und das Modul hat einem irgendwie mega zusammengeschweißt und ich habe es mega cool gefunden. Also die Leute kennenzulernen, also es hat mir richtig, richtig gefallen. Ja, ich habe es eigentlich, grundsätzlich, auch wenn es ein mega stressiges Modul war, ich habe es mega geil gefunden. Und hoppla, ja, ja, ist eigentlich easy gewesen. Also ich habe es wirklich, was ist jetzt los? Meine Magensäure kommt da wieder auf. Ey. Genau. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch den Kommentar der Woche. Nein, wie habe ich es gesagt? Ich suche einfach einen Kommentar aus von euch. Bro, by the way, es hat ja so viele Kommentare in der letzten Podcast-Folge. Also, wie lange ist sie jetzt online? Eine halbe Woche. Und sie hat schon, warte, ich schaue ganz genau, wir wollen die genaue 52 Kommentare. Das ist krank. Und da ist ich rede nicht einfach von Kommentaren von Ersti und Herzli, sondern wirklich so richtig cute Kommentare. Also wirklich, gut, ich könnte sonst vielleicht was auf Spotify sind ja selber schauen. Aber da hat es ja Roman drin. Und wirklich so richtig herzig. Also warte, jemand hat irgendwie so geschrieben, so, ich hatte erst gerade letzte eine Freundschaft gehabt, die ziemlich herzgebrochen ist, aber ich bin auch froh darüber, dass das Thema ist so wichtig. Ah nein, warte, ich meine gar nicht den. Aber das war auch herzig gewesen. Aber so mäßig irgendwie so, ich sehe Therapie für sie und ich habe ihr schon so fest geholfen. Und einfach so, ich weiß auch nicht, da, liebe den Podcast, das ist wie Therapie für mich, wow, einfach wow. So einfach so, Alter, so herzig, einfach wirklich, ohne Witz, das bedeutet mir so viel. Und ich habe wirklich jetzt in dieser ganzen Zeit, wo ich halt ja jeden hohen Stress kann, immer mal wieder so schauen, ob es neue Kommentare gibt. Und es ist jedes Mal so, Nein, es ist wirklich, Alter, es geht aber wie Öl, wenn ich einen Kommentar, es ist wirklich mega. Ich freue mich wirklich mega, mega fest. Von dem her danke für mal. Es haben auch mega viel geschrieben, dass sie mein neues Profil cool finden. Und das freut mich auch. Weil ich bin auch echt mega, mega happy mit dem Bild. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, es ist so ein bisschen, I don't know, es passt wie einfach ein bisschen mehr zu mir. Das vorher ist wie, ich habe es eigentlich geil gefunden, es ist so ein nices Design und alles, aber ich finde, es hat wie nicht so das gezeigt, wo mein Podcast ist. Und das, was ich jetzt habe, ist für mich so, es ist so ein bisschen girly, es ist so, eben, Violett ist meine Lieblingsfarbe, es ist so mit der Handschrift, es wirkt so persönlich und mein Podcast ist auch persönlich, es ist wie, ich weiß nicht, ich finde es ein kompletter Match und dann die hohen Sterne, die ich
gefühlt, also keine Ahnung, ich sehe mich mega eben mit immer Sternen, ich habe jetzt glaube ich auch ein Sternli-Kettchen da. Ich lebe mit Sternenmuster so. Nein, das andere Kettchen nicht da. Aber ich habe sehr viele Sternenkettchen und weiss ich nicht, Sternennägel schon gemacht. Irgendwie ist das so mein wie sagen wir, Symbol. Ja, weiß auch nicht. Genau, darum ich bin so happy mit meinem Profilbild und es freut mich wirklich mega fest, dass ihr auch das so geil findet. Also wirklich mega viel geschrieben, so mega geiles Profilbild. Oh. Ja, also das hat mich wirklich mega gefreut. Ja, übrigens, den Kommentar heute hat der Can ausgesucht. Also, ich weiss gerade noch nicht so ganz, was es ist. So, wir haben einen Kommentar von der Ronja. Ich grüße dich ganz herzlich, Ronja. Danke, dass du auch einen Kommentar geschrieben hast. Sie hat geschrieben, ich finde das Profilbild mega schön, da haben wir es auch. Dankeschön, das freut mich. Und meine Frage wäre, was machst du als Me-Time? Oh Gott. Welche Me-Time hatte? Nein, wirklich. Seit ich mit dem Can zusammen... Also gut, mit dem Can habe ich ja zusammen auch Me-Time. Aber so Me-Time, wo ich wirklich so alleine bin, das habe ich eigentlich nicht. Also selten. Er ist halt mega oft immer daheim. So, also wenn ich heimkomme von der Schule, dann ist er immer da. Und eben, also wir wohnen zusammen, so, wir schlafen im gleichen Bett. So, darum ich habe wirklich selten Me-Time. Aber eben, ich finde, er ist jetzt auch wirklich ein Mensch, ich brauche es gar nicht so. Nein, funny! Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das ist actually funny, weil ich hatte gerade letztens so eine Phase gehabt, wo ich so zu ihm gesagt habe, hey, wäre es irgendwie, ich fände es übel nice, wenn wir es so ein bisschen machen könnten, dass du auch mal ein bisschen mehr rausgehst und mal ein bisschen etwas erlebst, weil ich habe das jetzt oft gehabt, dass er dann alleine daheim war oder auch wenn ich Studium habe und so, er ist selbstständig, er ist nicht mehr alleine daheim. Also er hat sehr viel Me-Time und ich halt null. Ich habe nie oder fast nie einen Moment, wo ich alleine daheim chille und er ist weg. Und ich habe das halt ihm dann so gesagt und er ist so safe und so. Der hatte für die nächste Woche wirklich fast jeden Tag irgendetwas gehabt. Man hat sich mit der Familie getroffen, mit den Brüdern, mal mit Kollegen, mal mit dem, dann war das gewesen. Und es ist so lustig gewesen, was es für einen Plot gegeben hat. Weil nachher bin ich wirklich so gewesen, okay, nein, ich nehme es zurück. Ich will nicht alleine daheim sein. Es ist so leer. Ich brauche das, also wirklich, ich habe voll gemerkt, dass ich echt nicht ein Mensch bin, wo auf lange Zeit könnte alleine wohnen, weil ich freue mich irgendwie, wenn man so heimkommt und da ist jemand, der auf einem wartet und sich freut, wenn du heimkommst und dann kannst du dich mit dieser Person über deinen Alltag austauschen und so. Ich brauche das mega. Und das ist mir erst irgendwie aufgefallen. Man sagt doch so, man schätzt Sachen erst, wenn man sie nicht mehr hat und irgendwie, also fast voll sad ist, aber irgendwie habe ich das dann so gemerkt und ich habe es irgendwie einfach lustig gefunden, dass sich das so schnell geändert hat, meine Dings von ich will, dass du ein bisschen mehr aus dem Haus gehst und ich ein bisschen mehr Me-Time habe und darum irgendwie nachher genau das Gegenteil war. Aber zu deiner Frage zurück, was ich als Me-Time mache, wenn ich mal Me-Time habe, im Fall basically, also momentan bin ich mega an iCarly suchten. Für die es nicht wissen, das ist so meine Kindheit, also ich bin schon ein iCarly-Fan. Kann man jetzt schon sagen. Ich habe glaube ich, jede einzelne Folge schon mindestens 15 Mal geschaut. Also ich kenne die eigentlich alle in- und auswendig, aber es ist für mich so, ich kann dann so abschalten. Ich muss so, also das ist so der Moment, wo ich nicht jetzt einen Film will schauen, wo ich mega muss überlegen, oh mein Gott, was ist jetzt da und wieso ist jetzt das so, sondern ich kann das einfach schauen und ich kann einfach runterfahren, weil ich weiß auch nicht, und es ist halt wie so verbunden mit so Nostalgie, wenn man es von der Kindheit kennt und es ist für mich wie so ein Safe Space, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht haben die auch irgendwie eine Serie, die man von der Kindheit kennt und das ist für mich halt wirklich iCarly. Und ich finde es auch mega lustig, also auch ein bisschen Victorious so, aber schon iCarly noch mehr. Und ich sage auch, no joke, iCarly ist auch so der Grund, warum ich mit Social Media damals angefangen habe, weil es ist so, ich weiß auch nicht, wenn du ein Kind bist und du siehst so das, so, oh mein Gott, da ist eine, die lustig ist und mal vor der Cam und erfolgreich und bla. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwo habe ich das, eben ist sie mega mein Idol gewesen, ich habe das mega inspirierend gefunden, weil ich selber auch ein Mensch bin, der sehr gerne unterhalten und so. Und ich würde schon sagen, sie hat einen sehr grossen Teil dazu beigetragen, dass ich auch mit Social Media angefangen habe. Also damals eben mit YouTube. Voll. Und was ich funny finde, ist mir erst letztens aufgefallen, dass auch Victorious so ein bisschen was zu tun, weil da geht es darum, dass die alle in einer Art School sind. Was ich ja jetzt auch bin. Ich gehe jetzt auch auf an eine Kunstschule, wo alle irgendwie so ein bisschen crazy sind. Und dann hast du mal, also ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe es mega lustig gefunden, dass so meine insgeheimen Kindheitsträume so ein bisschen in Erfüllung gegangen sind. Also irgendwie voll emotional, wenn ich so drüber nachdenke.
voll, irgendwie mega cute. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch so wegen Zoe 101, müsst ihr einfach so in ein Internat noch gehen. Aber ich glaube, das ist ganz okay, dass ich das nicht mache. Ja, nein, das habe ich lustig gefunden. Eben, das ist wirklich das, iCarly, das schaue ich momentan sehr oft. Ich sage ehrlich, jetzt fängt wahrscheinlich auch wieder meine Badwannenzeit an. Ich liebe Baden. Ich finde das so entspannend. Ich finde das so geil, in meinem eigenen Dreck zu hocken. Es ist schön warm und ich kann mir eine random Kerze anzünden und eben iCarly oder so etwas dazu schauen. Das ist wirklich geil. Und ich habe auch so ein ganzes Sortiment an Badekugeln bei mir da, also bei uns da im Badzimmer. Ich habe das kann ich auch verdammt anraten, falls ihr Bademenschen sind, wenn ihr einen Weihnachtskalender sucht. Es gibt wahrscheinlich mehrere. Aber ich habe so einen Badekugel-Weihnachtskalender gehabt und das war die beste Entscheidung von meinem Leben gewesen. Digga, das ist so geil. Vor allem, es hat so Kinderbadekugeln und da hat es mal so ein lustiges Knisterbad und weiss doch nicht. Also ich habe das richtig geil gefunden. Und ich habe eben auch noch ein paar Sachen von meinem Kalender und immer wenn du mal eine Badwanne lässt, dann kannst du so eine aussuchen. Jetzt möchte ich mal Glitzer-Einhorn und dann knallst du dir eine Badekugel rein. Es ist einfach toll. Das ist wirklich etwas, was mich richtig beglückt. Und sonst, was macht man noch in meiner Miete? Ja, ich glaube so 0815 Sachen, wie einfach am Handy chillen oder weiss ich nicht. Ja, irgendwo gehört ja auch so zu Social Media zu meiner Me-Time, weil es ja, also das mache ich, wenn ich alleine bin und das ist das, was mir Spass macht. So, jetzt einen Podcast aufnehmen ist irgendwo auch ein bisschen Me-Time, weil, ich weiß auch nicht, das ist für mich voll entspannend, um so mit euch zu labern und es macht mir mega Freude. Aber eben so Me-Time, so ist jetzt schon noch mehr so das, was ich mit dem Baden, was ich erzählt habe, würde ich sagen. Genau, ich bin jetzt so seit 3 Stunden am Labern und ich habe mich eigentlich voll vorbereitet auf ein crazy Thema, weil ich habe auch einen anderen Kommentar bekommen von der Valentina.mclay. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sonst tut es mir leid. Aber sie hat auf jeden Fall kommentiert: «Hoi, ich finde den Podcast wirklich richtig cool. Ich habe in der 5. primaren Freundschaft beendet, weil es einfach nicht passt. Ich wäre froh, wenn du mal könntest über Lästern reden, weil ich immer Angst habe, über andere zu reden, weil ich nicht lästern und dass die Person dann auch verrückt auf mich ist, wenn sie es mitbekommt, dass ich über sie geredet habe. Anderes Thema, dein Hass ist herzig. Dein Profilbild ist cool, lässige Farbe, wünsche dir alles Gute bis am Donnerstag. So herzig! Oh! Aber ja, stimmt, der Gast ist weg. Das ist auch noch ein Update. RIP. Das war wirklich traurig gewesen. Aber es war mega schön, dass du da warst und vielleicht kommt ja wieder mal irgendwann. Genau. Aber eben, ich habe gedacht, ich widme mich mal dem Thema Lästern. Und ich weiss, es ist ein extremes... Also, ich bin zuerst schon so ein bisschen, was ich über das reden will. Es ist so ein heikles Thema und ich habe mega Angst, so ein bisschen auch etwas Falsches zu sagen. Weil, obviously, ist es scheisse Lästern und trotzdem haben wir es alle schon mal gemacht oder machen es vielleicht mal gelegentlich. So, Bro, bis ehrlich, Babette, auch du, wirf den ersten Stein, wenn du noch nie gelästert hast in deinem Leben. Gut, also, wir haben alle schon mal gelästert in unserem Leben. Und irgendwo, wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch so ein bisschen menschlich. Und ich finde es einfach ein mega spannendes Thema. Und ich habe jetzt gleich gedacht, ich will mich so ein bisschen mit dem befassen und mich dem stellen. Und ich habe wirklich noch spannende Sachen herausgefunden, weil eben auch wenn es auch wenn es scheiße ist, dass man das macht es ja irgendwo gleich jeder. Und man hat auch seine Gründe. Und das habe ich wirklich, wirklich, wirklich noch spannend gefunden. Weil ich muss jetzt gerade schon auf meine Notizen gehen. Ich habe jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Also zuerst mal habe ich noch ein paar random 2 Fakten aufgeschrieben, die mich so ein bisschen geflasht haben. Zum einen, dass Lästern, dass das das Belohnungssystem im Hirn aktiviert. Für die nicht wissen, was das Belohnungssystem im Hirn ist. Du hast ein Belohnungssystem in deinem Hirn. Heisst, wie etwas, was dich belohnt. Zum Beispiel, wenn du süchtig nach etwas bist, dann bist du süchtig, weil das Belohnungssystem so triggert ist. Also, gar nicht, wenn du nach Rauchen, also wenn du rauchsüchtig bist, dann tust du eigentlich das mit deinem Belohnungssystem verknüpfen. Heisst, wenn du fest gearbeitet hast oder fest gestresst bist oder so, dann willst du dich mit einer Zigarette belohnen. Das ist schon das Belohnungssystem. Und es sendet ja wie ein Glückshormon aus. Und das kann zum Beispiel eben auch beim Essen sein oder beim Lachen oder so. Und eben auch beim Lästern. Also das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Also beziehungsweise ChatGPT hat es gesagt. Also falls es nicht stimmt und aus irgendein crazy Wissenschaftler ist, dann... Es tut mir leid, meine Quellen heute sind wieder mal ChatGPT, mein bester Freund und Helfer. Ja, aber also das bedeutet eigentlich quasi, Lästern macht uns irgendwo glücklich, das macht uns irgendwo Spass. Das habe ich schon noch crazy gefunden, dass es wie auch wissenschaftlich gesehen
unser Belohnungssystem aktiviert. Ein anderer Fakt ist, dass 60-80% der Alltagsgespräche Lästern ist. Also, ich will jetzt nicht sagen Lästern, sondern einfach über andere Menschen reden. So, also das kann auch positiv sein, also dass die 60-80% quasi von der Alltagsgespräche über andere ist. So, das habe ich auch noch krass gefunden. Und eigentlich, wenn man mal so ein bisschen genau darüber nachdenkt, dann macht es ja irgendwo, also würde ich jetzt bei mir sagen, macht es schon auch Sinn, also du redest ja mega schnell, kann ich, wenn ich jetzt mit meiner Mom rede, dann redest du ja vielleicht über die Situation von meinem Dad oder weiß doch nicht, was heute so passiert ist, wenn man begegnet ist und so. Also wie, es macht irgendwo schon Sinn, so, eben gerade wenn es nicht ja nur negativ ist, sondern auch positiv, so, oder einfach neutral. Aber gleich der Effekt, so 60-80%, also das heisst ja schon mal, dass andere Menschen, was sie machen in ihrem Leben, extrem viel irgendwie Raum nimmt, sozusagen, so in Gesprächen von zwischen mir und jemand anderem so, was ich irgendwie voll crazy finde, weil das bedeutet ja irgendwie auch, dass, also ich weiß nicht, irgendein Prozent, also es hat ja heute, hat es ja safe auch wieder ein paar Menschen gegeben, wo ich das Gesprächsthema war, egal jetzt ob positiv oder negativ, aber dass Leute quasi über mich geredet haben und ich bin nicht dabei gewesen. Das ist so crazy, weil das ist ja das, was man sich eigentlich nie überlegt. Also gut, bei mir ist jetzt noch der Fakt, dass ich ja quasi öffentlich bin, also dass mich eventuell auch Leute können über mich reden, die ich jetzt nicht kenne, aber also ich weiss nicht, mich flasht das gerade hure. Ich würde voll gerne jetzt eine Zahl hören. Okay, vielleicht auch nicht. Also wenn sie auch positiv kann sein. So, ich würde jetzt mega gerne, es würde mich voll wundern, wenn ich jetzt eine Zahl würde hören, wie viele Menschen haben jetzt heute über mich geredet? Wie viele Menschen bin ich heute das Gesprächsthema gewesen? Und ich glaube, das würde jeder von uns hure flashen. Weil ich könnte jetzt immer sagen, mit wie vielen Menschen ich über andere geredet habe. Eben, egal ob jetzt positiv oder negativ so. Ich meine, wenn ich heim und mit dem Can rede, dann habe ich auch erzählt vom Galaabend von gestern und dort habe ich mit der Nina das erlebt und dort ist das und das und das gewesen, so. Also wie, ich weiß auch nicht, ich finde das mega spannend, so, weil das, irgendwie die Gedanken habe ich mir noch nie so straight up gemacht, aber es ist ja voll heftig eigentlich. Genau, und ich finde jetzt gerade beim Thema Lästern, also gut, grundsätzlich können wir ja mal schnell besprechen, was ist Lästern. Ich glaube, da wäre jetzt meine Definition schon so über jemanden negativ reden. So, klar, eigentlich ist es meistens ja so, dass man das vielleicht mit einer anderen Person macht oder mit mehreren Personen und man sich gegenseitig so ein bisschen aufschaukelt, indem man über irgendjemand anderes redet und die andere Person das einem bestätigt und dann sich zusammen so ein bisschen «Oh mein Gott, ja!» so. Aber es kann ja gleich auch sein, dass jetzt ich über jemanden lästern und die andere Person wäre jetzt schon in neutral. Oder vielleicht kennt die andere Person die Person, über die ich lästere, nicht mal oder irgendwie so, weißt du, so mäßig so. Also ich würde sagen, lästern kann schon auch sein, also dass es nur von einer Person auskommt und die andere Person jetzt eben die Person nicht kennt oder irgendwie nichts damit zu tun hat oder nicht will. So. Genau, ich glaube, das wäre schon mal meine Definition von lästern. Und ich glaube, die grösste Frage, die ich mir gestellt habe, die ich am spannendsten finde, warum zum Fick machen wir das? Wieso, obwohl wir eigentlich wissen, dass es etwas nicht Netz ist, machen wir es ja gleich. Also jetzt im Vergleich, wir wissen ja auch alle, es ist nicht nett, wenn wir jetzt jemanden schlagen oder keine Ahnung. Und das ist ja jetzt etwas, was wir wirklich grundsätzlich nicht machen. Und Lästern ist ja schon etwas, wo jetzt viel gelegentlicher ist, als jetzt mal jemanden schlagen. Und trotzdem machen wir es. Also wir sind ja eigentlich alles plus minus empathische Wesen, die uns in andere hineinversetzen können. Und gleich, dann passiert es ja mal, dass man dann eben in dem Moment einfach sich aufregen muss oder weiss ich nicht. Und das ist einfach das, was ich mich gefragt habe. Voll. Und ChatGPT, mein wahrer Freund und Helfer, hat mir da ein paar spannende Fakten geliefert. Und ich glaube, der erste Punkt ist der, wo ich mich jetzt auch am besten habe identifizieren. Und zwar soziale Bindung. Wow, das ist so crazy. Also das ist jetzt wahrscheinlich für viele auch keine Überraschung so. Aber dass Lästern eigentlich ein Weg sein kann, um sich mit anderen zu verbinden. Also quasi indem man gemeinsam über andere redet, fühlt sich Menschen wie oft einander näher, weil sie irgendwie ein Geheimnis dann miteinander teilen. Also wenn ich jetzt gerade an die Situation denke, so, dass ich mit irgendjemandem aus meiner Klasse so ein bisschen über eine Lehrerin oder so geredet habe. So, also das ist eigentlich dann gerade etwas, was einen verbindet, weil man hat zusammen so die gleiche Emotion gegenüber jemand anderem. So, ja. Also dass es wie verbindet.
Und ja, eben gerade so bei Lehrern oder so, kann ich das übel gut. Wenn du irgendwie, weiss ich nicht, boah, was gibt es da für Beispiele? Wenn du jetzt irgendwie gerade so über, weiss ich nicht, über Kasse, so klar gibt es jetzt auch extrem Beispiele, dass du dich mal über jemanden von der Klasse aufregst oder irgendwie so. Aber das grundsätzlich, das schon etwas ist, wo einem kann vielleicht mehr verbinden kann. Also ich kann mal einen Kommentar schreiben, wie das auch kennen, weil das ist so etwas, wo ich würde sagen, dass ich das irgendwo so ein bisschen kenne. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall mal ein Punkt. Der zweite Punkt, boah, es ist mir gerade so unangenehm, weil ich will jetzt voll nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin jemand, der mega viel lästert oder so. Aber, ja, eben so, gerade so über Kleinigkeiten oder irgendwie so über Personen, die obviously nicht nahe, also mir obviously nicht nahe stehen, eben wie zum Beispiel jetzt irgendein random also nein, gut, meine Lehrer jetzt, ja, sind alles Schnuckis da, falls ihr meine Podcast-Folge hören. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt eine Person, die einem null nahe steht oder wo man nichts miteinander zu tun hat, so, und wir reden mit der besten Kollegin irgendwie drüber oder ich mit dem Can und so, so wie, oder bin ich jetzt da komplett, findet ihr mir jetzt alle gerade das Arschloch, wenn ich das sage? Ich hoffe, ich kann jetzt alle so ein bisschen relaten gerade, sonst, ja, stehe ich jetzt halt dazu. Voll eben, das ist so ein Punkt. Der zweite, ja, also das ist eigentlich auch etwas Spannendes, wenn du ja lästerst, dann sagt das ja eigentlich viel mehr über dich aus als über die andere Person. Also das ist eben zum einen, du möchtest dir das vielleicht unangenehm oder du möchtest dich vertrauter machen mit einer anderen Person, du möchtest wie eine Gemeinsamkeit suchen, also es ist ja wie, so. Oder es kann auch eben deine eigene Unsicherheit, oder deinen eigenen Selbstwert so ein bisschen zeigen, also oft lästern Menschen so, um sich irgendwie besser zu fühlen, so indem sie sich eigentlich wie, also indem sie andere absetzen. Also du dich eigentlich wie, also Shirin David hat es perfekt gesagt, du musst andere in den Schatten stellen, damit du scheinst. Und das ist ja genau das Prinzip, so, du musst eigentlich andere schlechter, damit du dich selber irgendwie auch ein bisschen besser fühlst. So. Voll, also indem du Schwächen oder Fehler so von anderen so ein bisschen mehr hervorhebst, damit du halt wie irgendwie selber so für dich irgendwie so ein geiles Gefühl so installierst, einfach damit du deinen Selbstwert so ein bisschen pushst. So, das habe ich schon noch spannend gefunden, so das so zu analysieren irgendwie. Und eben, der dritte Punkt ist auch so ein bisschen ähnlich, ist aber mehr so richtig Neid und Frustration, dass du irgendwie neidisch bist auf irgendeinen Erfolg oder so und dann, weiss doch auch nicht, ein Gespräch führst von voll nicht verdient und weiss doch nicht, irgendwie so. Das kann man sich einfach vorstellen, dass das etwas ist. So, wenn sie sich irgendwie benachteiligt fühlen oder irgendwie, ja, vielleicht auch so eine Unfairness sehen, weil sie das Gefühl haben, sie selber, weiss doch nicht. Voll. Was steht da? Es dient als Ventil, um mit diesen negativen Gefühlen umzugehen. Das finde ich schon noch spannend, weil Neid ist ja etwas, was wir alle auch kennen, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und manchmal lästert oder muss man sich wie aufregen bei jemand anderem, weil man wie von dieser Enttäuschtheit oder eben von diesem Neid wie nicht kann umgehen. Und wie die Emotionen müssen irgendwie rauskommen und das macht man dann in Form von Lästern. Das finde ich schon noch spannend. Genau, und vierter Punkt, Unterhaltung. Ja, also in gewissen Fällen ist Lästern eine Form von Unterhaltung oder einfach Ablenkung oder irgendwie so. Also wie, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie mit einer Person unterwegs bist. Also ich weiss nicht, ich kenne es nur von mir, wenn ich jetzt eine Person würde treffen von meiner alten Schule so, du hast gar nicht so ein krasses Gesprächsthema, dann ist vielleicht das Gesprächsthema immer nice, wenn du eben über irgendjemanden von damals, von der Klasse nachredest, so, weiss ich nicht, einfach so Sachen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach viel auch mit Unterhaltung zu tun hat. Weil das ja irgendwie kommt dann wieder auf die Schiene von, du verbindest etwas. So. Ja. Und 5. Punkt, Macht und Kontrolle. Also Lästern kann auch eine Methode sein, um so eine soziale Hierarchie zu festlegen. Boah, das klingt so heftig. So quasi Kontrolle über das Image von anderen Personen in einer Gruppe zu erlangen. Gut, das muss ich schon sagen, das geht dann schon gefühlt in Richtung Mobbing. Also das finde ich jetzt, also wie, du tust eigentlich über andere lästern, indem du, also damit die anderen dann auch ein scheiß Bild von dieser Person haben. Damit die Person ausgeschlossen wird, würde ich jetzt in das interpretieren. Ja, ich wie eben Macht und Kontrolle. Okay, das ja. Ich hoffe, jetzt macht niemand vorher raus. Ja, ich habe nach ChatGPT gefragt, in welchem Moment ist es dann okay zum Lästern? Weil eigentlich würde ich von mir auch sagen, dass es nicht geil ist zu lästern und ich bin auch nicht stolz darauf, wenn ich mal lästere. Ich mache das auch manchmal aus einem Grund, eben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich fühle mich dann mehr verbunden mit einer Person oder irgendwie. Also ja, eben wie gesagt, ich rede jetzt auch nicht lästern von closer friends, sondern wirklich von, ich weiss doch nicht, über Personen, die ich halt emotional nicht näher stehe oder weiss ich nicht. Voll. Und was ich auch noch einen spannenden Punkt finde, ich finde, mit wem lästern, finde ich auch noch
sehr essentiell. Also ich glaube, ich würde niemals, oder gut, niemals ist es schwierig zu sagen, aber eigentlich würde ich von mir niemals wählen, oder ich achte mich da mega auch drauf, falls ich mal lästere, dass ich das niemals, eben zum einen über Personen mache, die ich gerne habe, und zum anderen mit jemandem machen, wo ich nicht so close bin. Also, wenn ich, was ist nicht so dumm, ich hoffe, ich denke, dass ich mal die Lästerin bin, aber wenn ich mal mich über jemanden aufregen oder weiss ich nicht, dann würde ich das mit ganz vertrauten Personen machen. Also eben mit dem Can oder mit mega engen Kollegen oder irgendwie so, wo ich wirklich auch, ich weiss auch nicht. Voll. Und trotzdem würde ich von mir sagen, dass ich das eigentlich nicht geil finde. Also, dass ich eigentlich das nicht supporte. Also wie... Oh, mein Hals ist gerade so trocken. Also das ist eigentlich nicht etwas, was ich selber von mir geil finde, wenn ich das mache. Und also es ist ja wie... Vielleicht in dem Moment ja kurz geil und langfristig gesehen ist es ja eigentlich nicht geil. Also du hast einfach so... Du gibst der ganzen Negativität so viel Raum, wo es ja viel geiler wäre, wenn ihr in dem Moment, oder wenn wir könnt ein Gespräch führen, etwas Positives über Erfahrung, über, weiss doch nicht, also wie... Also es ist voll schade, dass man lästern etwas, also dass das eine Möglichkeit ist, oder in dem Moment vielleicht die einzige Möglichkeit ist, wo man das Gefühl hat, dass man nur so sich kann mit anderen Menschen verbinden kann. Weil es gibt ja 1000 andere Sachen, also, sorry, du kannst dich nur schon mit jemandem verbinden, wenn du eben ein Vertrauen auf eine andere Art aufbaust, indem du etwas über dich erzählst, wo geheim ist, also weißt du, so, wo du jetzt nicht jedem sagst oder irgendwie einfach vielleicht zusammen Sachen erlebst und lustige Insights und alles. Also wie, es gibt Millionen andere Arten, um dich mit jemandem connecten, verbinden, als dass du musst über irgendjemanden lästern. Also weißt, eher eine positive Connection als jetzt so eine negative Energie mäßig. Voll. Und ich finde das eigentlich wie eigentlich scheiße, dass es so das Ding ist, was irgendwie jeder macht. So. Voll. Genau. Und darum eben, wie gesagt, habe ich ChatGPT gefragt, in welchem Moment ist es dann okay? Weil ich selber will irgendwie so wie von mir ja auch hören, also ich würde eigentlich wie von ChatGPT auch hören, so, hey, in gewissen Fällen in dem Moment ist es ja okay, darum ist es ja nicht so schlimm. Also darum ist es ja, weiß auch nicht, weil man möchte ja, also wie gesagt, ich gebe ja auch zu, dass das ab und zu ja mal der Fall ist. Und dass man dann ja irgendwie wie möchte hören, dass es okay ist und dass man nicht ein schlechter Mensch ist. Und ich habe jetzt eben, es hat mich einfach mal Wunder genommen, was da rausspringt. Und es gibt da ein paar Sachen. Es gibt Momente, in denen das Sprechen über andere nicht immer direkt als Lästern gesehen wird und in gewisser Weise akzeptabel sein kann. Fair. Ich würde sagen, dann würde ich es auch nicht mehr als Lästern sehen. Also, ich habe so einen trockenen Hals, ich brauche Wasser, Charn. Ja, egal. Auf jeden Fall, es gibt gewisse Punkte, die vielleicht dann gar nicht unter Lästern gehen, sondern auch über jemand anderes reden und vielleicht auch kein der negativ, aber vielleicht jetzt gar nicht einfach ein Abbäschen ist so. Voll! Und das finde ich noch spannend. Also wie, ja, ich weiß auch nicht. Zum einen Sorge und Schutz, also so mäßig, dass du wie vielleicht, also dass ihr jetzt blöd gesagt in einer Freundesgruppe sind und die eine Person lässt sich mega gehen im Sinne von, ich weiß doch nicht, ich sitze vielleicht die ganze Zeit im Bett, macht nichts mehr aus dem Leben oder trinkt extrem viel, ich weiß doch nicht, irgendwie so, so mäßig und du redest dann mit jemand anderem aus der Freundesgruppe über die Situation von dieser Person, aber nicht im Sinne von, dass du einfach willst runterbashen, sondern im Sinne von, dass du dir Sorgen machst. Dass ihr, also was steht da noch? Einfach, dass ihr wie vielleicht euch probiert zusammen mal dem Problem Raum gebt und dann vielleicht auch wirklich das angehen, mit dieser Person nachher darüber reden oder irgendwie, weiß doch nicht. Aber das ist auf jeden Fall nicht mit einer Negativität oder dass du die Person dass du einfach über sie lästerst, sondern dass es eigentlich um einen anderen eben mehr um Sorge geht oder um Schutz oder irgendwie so. Voll. Würde ich vor allem wirklich auch unterstützen. Also wirklich das, also eben manchmal gibt es, dass man vielleicht über Freunde so redet, aber dann wirklich mehr wegen dem, weil du dir Sorgen machst, weil du, weiß auch nicht, so Sachen. Fände ich jetzt in dieser Hinsicht auch okay. Das zweite, konstruktive Kritik. Also wenn man über jemand anders redet, um ein Problem zu analysieren
oder nach einer Lösung suchen, kann auch okay sein. Also vor allem, wenn es darum geht, so eben ein gemeinsames Ziel oder einer Person helfen. Ja, es geht eigentlich ins Gleiche wie das Eis, würde ich sagen. Aber es kann jetzt in dieser Hinsicht... Boah, ich muss schnell Wasser trinken, Leute, mein Hals ist so fucking trocken. Aber ich mache schnell den Punkt fertig. Ich würde sagen, in dieser Hinsicht geht es jetzt zum Beispiel auch, wenn sich eine Person schlecht verhalten hat. Also wenn du jetzt gerade zum Beispiel in einer Freundesgruppe bist und die eine Person hat sich voll nicht korrekt verhalten, ja, dass vielleicht in dem Moment zuerst mit jemand anderem darüber redest und dann das auch nachher gleich dieser Person sagst. Also ich merke es zum Beispiel jetzt nur schon, wenn ich jetzt rein theoretisch mit einer guten Kollegin von mir irgendwie irgendeine Auseinandersetzung hätte oder die Person hat sich jetzt voll scheiße gegenüber mir verhalten, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht jetzt auch zuerst mit dem Can bereden und dann aber nicht im Sinn von voll runterbashen, boah, so ein scheiß Arschloch, sondern mehr so, boah, das hat mich so verletzt und vielleicht auch mit ihm dann darüber reden, wie ich das ansprechen könnte. Weil gerade bei closen Menschen finde ich es eigentlich mega wichtig, dass man eigentlich straight zu denen geht. Also eigentlich finde ich es noch die bessere Lösung, wenn man es direkt anspricht, als jetzt noch mit jemand anderem, mit einer dritten Person über das redet. Gut, ich muss sagen, bei Partnern finde ich es jetzt auch noch ein bisschen was anderes. Aber das würde ich jetzt glaube auch nicht mega als letztes sehen, beziehungsweise mit all das so drauf, fände ich es okay, dass man eben vielleicht zuerst selber kurz seine Gedanken muss sortieren muss, um nachher wirklich auch können, zum vielleicht in diesem Gespräch auch können sich selber reflektieren, hey, vielleicht habe ich mich auch scheiße verhalten, um dann das Gespräch angehen. Leute, ich muss jetzt ganz schnell etwas trinken, mein Hals ist tot, aber für euch ist es schnell ein Schnitt, also ich bin in 2 Sekunden wieder da. Okay, was sind wir gewesen? Also, weiterer Punkt, wenn es okay wäre, über andere Menschen zu reden. Frustbewältigung im Vertrauen. Es kann in Ordnung sein, wenn man mal, wenn man mit einer vertrauten Person mal über schwierige Situationen redet, so zum Dampf ablassen. Also ich würde grundsätzlich sagen, also würde ich auch unterschreiben, dass wenn es wie mit engen Personen oder wirklich mit vertrauten Personen einfach mal über Situationen oder über anders redest, wo jetzt nicht so nahe ist mäßig, zum einfach mal Dampf ablassen, zum einfach mal können schnell rauslassen. Also ja, je nachdem in welchem Maß. Ich weiss nicht, ob ihr Läster das gleich seht. Ich sehe es jetzt nicht als komplett so sondern einfach mal sich über die Situation aufregen. So. Jetzt finde ich aber gleich auch noch eben ein spannender Punkt, was das mit uns macht. Alter, ich muss schon wieder Wasser trinken. Aber was macht das mit uns, wenn wir lästern? Weil das habe ich spannend gefunden, weil eigentlich haben wir immer das Gefühl, man sollte das ja eigentlich vor allem nicht machen, weil man dann diesen Personen, also weil das für die Personen dann scheiße ist, falls sie das wieder erfahren und bla bla bla. Aber es hat eben auch noch mega viel Zusammenhänge, wo etwas mit euch macht. Also wo eigentlich wie eine Negativität euch zurückgeht sozusagen. Eben, zum einen ganz basic, Zerstörung von Vertrauen. Wenn du über irgendjemanden lästerst und die Person kommt das irgendwie mit über, dann kann es halt wie eine Beziehung, eine Dynamik, kann es einfach schädigen. Du hast eigentlich Vertrauensbruch gemacht so. Du hast eine Person verletzt vielleicht auch. Oder irgendein Gerücht gestreut, das vielleicht auch gar nicht gestimmt hat. Ich weiß auch nicht so. Aber es kann Vertrauen von Beziehungen oder vielleicht sogar Freundschaften kann es auch zerstören. Also wie voll. Und ich finde, es kann auch eine Dynamik von einer Gruppe so ein bisschen zerstören. Dass eben, also wie, dass du eigentlich so ein bisschen das Bild von jemand anderem veränderst. Also, ich weiß auch nicht, ich merke, also, wenn du von irgendjemandem hörst, dass eine Person das über jemand anderes gesagt hat, also Person A ist jetzt mega close mit mir und Person B kenne ich jetzt flüchtig. Und wenn die Person A dann aber über etwas die Person B sagt, die negativ ist, dann habe ich ja automatisch ein anderes Bild von dieser Person B. Oder falls ich die gar nicht kann, dann habe ich schon mal das Grundbild. Und ja, eben irgendwo klar kann, also okay, positiv ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich denke jetzt gerade an eine Situation wie eine gute Kollegin von mir erzählt von ihrem Ex und der war mega toxisch. So habe ich ja obviously kein gutes Bild von dem Ex, obwohl ich den ja nicht kenne. Und falls ich jetzt den in irgendeinem anderen Universum mal kennenlernen, dann hätte ich ja schon mal eine Grundeinstellung gegenüber dem, also wie so ein bisschen Vorurteil. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es kann ja auch einfach in einer normalen Situation sein, wo man über irgendwie lästert so. Und die Person ist jetzt nicht im Extremfall komplett toxisch, sondern hat einfach wie... Du hast einfach nur etwas gehört bekommen. So. Und das macht schon, das muss das Bild verändern. Das heisst,
das macht etwas mit dir, wenn eine andere Person lästert. Aber das machst auch du, wenn du lästerst über andere Menschen. Also man hat immer schnell das Gefühl von, es gibt nicht so viel Einfluss, du musst jetzt schnell den Dampf ablassen. Aber es tut ja gleich das Bild von dieser Person so ein bisschen ändern. Du tust eigentlich wie das steuern. Und gerade wenn du jetzt in einer Gruppe bist, in einer Freundesgruppe und irgendwie, also, ich weiß auch nicht, ich kenne das nur noch von früher, Alter, wo wir in der Mittelstufe waren und also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in diesem Alter, also schreibt mal eure Meinung, also eure Erfahrungen, Kommentare, aber so in diesem Alter, 6. Klasse, Sek ist schon ein bisschen besser, aber alles vorher, ich habe das Gefühl, die Kinder sind alle böse. Also dort hast du gar keine Hemmungen zum Böse. Der Can hat nur schon erzählt, er ist mit seinem, wie alt ist sein Bruder? Ich weiß gar nicht. So ist er so im Skillspark gewesen. Und dann hat er auch mal gewisse, also er war wie alleine gewesen. Also wie alt ist er? Ja, ich weiß nicht. So 10 ist sein Bruder, 9. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er allein mit seinem kleinen Bruder gegangen. Und da hat es auch gewisse Jungs gehabt, die so lustig gefunden haben, dass er allein ist. Und das würde ja in meinem Alter, würde es ja nie, also keine Ahnung, ich würde jetzt nie, wenn ich alleine irgendwo in einer Bar hocken, dass dann andere Girls in meinem Alter so würden zu mir kommen, «Ha, du Opfer, hockst doch allein da.» Also weißt du, was ich meine? Und so in diesem Alter ist das so schon eher nach Gang und Gäbe, dass du einfach das machst. Aber auf der anderen Seite hat es eine andere Jungsgruppe gehabt, die einfach zu ihm gegangen sind und so, «Ey, ja, cool», und dann gumpst du zusammen und whatever. So, voll. Und darum würde ich sagen, in diesem Alter ist schon noch mal ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, Kinder sind böse. Kinder sind einfach böse. Und dort eben haben wir auch so eine Freundesgruppe gehabt, komplett toxisch. Jeder hat über jeden gelästert. Und es hat vor allem so eine Anführerin gegeben. Sie hat mit mir über alle anderen gelästert und ich habe dann das Gefühl von ihr bekommen, ich bin ihre beste Kollegin. Über mich würde sie nie lästern. Also ich habe mich speziell gefühlt, so, weil alle anderen regt sie sich eigentlich auf und findet sie einfach scheiße und mich findet sie die coolste von allen. Und es ist so lustig, weil ich habe dann später erst erfahren, dass sie das mit jeder Einzelnen auch gemacht hat. Heisst, mit den anderen hat sie auch über mich gelästert und über alle anderen auch. Und die hat auch das Gefühl gehabt, sie ist etwas Spezielles und ihre beste Kollegin. Also komplett toxisch. Darum, es zerstört Vertrauen, es zerstört irgendwie die Dynamiken von Gruppen. Es ist einfach nicht geil. Darum ist meine Grundding, von wenn ich mal lästere in meinem Leben, dann zum einen nicht über Menschen, die meine Friends sind, vor allem meine closen Friends. Und meine zweite Regel ist, nicht mit anderen Menschen reden, die auch nicht meine Friends sind. Also ich würde jetzt nicht mit irgendwelchen Menschen, also das ist jetzt mega banal, eben so, dass ich mich gerade über eine Kassiererin aufgeregt habe und whatever, so. Das sind so meine 2 Grundregeln, würde ich sagen. Ja, was kann es noch machen, wenn wir lästern? Schlechtes Image, ja, obviously. Also wenn du jemand bist, der viel lästert, dann passiert es dann einfach, dass viele von dir denken, okay, irgendwie einfach eine negative Person, viel lästert, man hat so einen schlechten Ruf. Vielleicht denkt man sich dann selber, okay, vielleicht lästert die auch über mich. Also ich merke das schon, wenn ich jemandem begegne, der sehr viel lästert. Oder eben, nur schon, wenn ich jemandem begegne, wo ich selber nicht nahe bin und die fängt dann mit mir über irgendjemanden an lästern oder über ihre Kollegin an lästern, dann bin ich so, what the fuck? Also wie, das gibt bei mir einfach schon mal ein Gefühl von, schwierig. Darum, und, weiterer Punkt, es löst kein Problem. Also wie, vielleicht hat man kurz in dem Moment das Gefühl, okay, es wird jetzt den Dampf ablassen, alles gut. Aber so grundsätzlich löst es ja kein Problem. Also das Beispiel eben, nur schon wenn du dich über den Lehrer aufregst, so, du regst dich dann auf, aber es löst ja nicht das Problem. So, also wenn der Lehrer jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, mega viel Luft gegeben hat, hast du ja nachher gleich noch viel Luft gegeben. So, und eben auch bei Freundschaften, also eigentlich ist ja immer die beste Lösung direkte Kommunikation. Lästern ist eigentlich ein Zeichen von, wir haben keine Eier, um es dieser Person direkt ins Gesicht zu sagen, was ja eigentlich scheiße ist, weil, also, direkte Kommunikation würde ich grundsätzlich sagen, also, kommt natürlich darauf an, wie du das formulierst, aber wenn dich etwas aufregt an deinen Friends oder so, dann geh nicht zu anderen Menschen dich aufregen über sie, sondern geh zu dieser Person direkt und sprich so an, hey, mich hat das verletzt, oder hey, irgendwie, ich weiß auch nicht, hat mir das ein bisschen mögen, oder, ich weiß auch nicht, genervt, whatever, so, dass es eigentlich viel schlauer ist, also viel, ja, einfach auf die Menschen zugehen und nicht hinter ihrem Rücken über sie ablästern. Was jetzt auch mega logisch und banal tönt, aber irgendwie gleich. Es löst grundsätzlich kein Problem. Und jetzt kommen die Punkte, die ich spannend gefunden habe, was es auch mit einem selber macht. Zum einen, Empathie und Mitgefühl werden geschwächt. Also wenn du
mit jemandem über jemand anderes lästerst, dann zeigst du in dem Moment ja nicht wirklich Empathie, sondern du bist ja viel mehr, du regst dich jetzt über auf und also wie deine ganze Wut hat gerade viel mehr, also übernimmt gerade eigentlich dich viel mehr als dann das Mitgefühl. Und dass wir in dem Moment, wo wir lästern, ja vielleicht gar nicht so uns probieren, in die Person hineinzuversetzen, sondern dass wir uns einfach in erster Linie mal aufregen. Was eigentlich viel schwächer ist von uns. Also wie, es ist ja viel stärker, wenn du dich kannst in jemand anderes hineinversetzen, als dich einfach darüber aufregen. So. Weil eigentlich, also wie, egal wie eine Person handelt, sie hat ja irgendeinen Grund, irgendeine Intention. Also, okay, klar gibt es Menschen, die jetzt wirklich böse sind, so ein Hitler oder whatever, aber wie, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so, irgendwo haben die ja sicher auch ihre Seite von der Geschichte. Und ich finde es eigentlich strong, wenn man selber kann in dem Moment Empathie zeigen kann, probieren, sich in die andere Rolle zu versetzen und mal sich fragen, hey, wieso hat denn die Person so gehandelt? Und wieso ist das vielleicht jetzt so, also wie, nicht einfach straight mal sich aufregen, sondern vielleicht im ersten Moment zuerst mal calm down. Wieso hat jetzt die andere Person so gehandelt? Was war jetzt ihre Intention gewesen? Ja, und was halt das andere ist, Bro, wir sind alles Menschen. Fucking kein Mensch ist perfekt. Wir machen auch unsere Fehler. Und ich hätte auch 1000 Gründe, warum Menschen über mich lästern. So, ich zum Beispiel auf WhatsApp, also ich schreibe Menschen 3 Wochen nicht zurück. Keine Ahnung, ich ignoriere. Also wie, das ist für mich so ein schlimmer Trait, so, was ich auch verstehen, wenn Menschen sich darüber aufregen. So. Aber wie, wir alle haben unsere Gründe, warum wir keine perfekten Menschen sind. Warum wir uns kritisieren können. Wir alle haben unsere Schwächen. Und darum gibt es auch andere Menschen da draussen, die ihre Schwächen haben und wo wir in dem Moment vielleicht auch mehr einfach so ein bisschen probieren, sie zu verstehen. Oder eben sogar ihnen helfen. Aber wie mehr sie verstehen, als sie einfach zu kritisieren. Das habe ich sehr spannend gefunden, dass das wie mehr mit einem macht. Das andere, also eben, dass es wie Empathie und Mitgefühl, dass es das schwächt, weil je mehr du halt einfach lästerst, anstatt probierst dich wirklich mit der Situation auseinanderzusetzen und probierst die andere Person zu verstehen, dann verlierst du immer mehr Empathie, weil du einfach immer mehr nur deine Sicht willst sehen und nie die andere Sicht. Und der zweite Punkt, Selbstwert auf falscher Basis. Das habe ich auch so spannend gefunden. Also, Lästern kann kurzfristig quasi Selbstwertgefühl steigern, weil du ja in dem Sinn jemand anderes ins schlechte Licht stellst und dich selber so ein bisschen aufgeilst von «Oh mein Gott, die ist so dumm und ich bin viel geiler». Aber eigentlich basiert sie einfach auf Abwertung von anderen. Also du bist ja nicht besser, sondern du machst die anderen einfach schlechter, so, basically. Und darum langfristig tut das wie auch weniger so wirklich so ein eigenes inneres Wachstum für Selbstwertgefühl so steigern. So. Also so eine echte Zufriedenheit kommt ja von innen, so durch positive Interaktionen und nicht indem du andere schlecht machst, so obviously. Das finde ich schon noch spannend. Dass die Menschen, die am meisten lästern, eigentlich das ihre Nahrung ist, um ihr Selbstwertgefühl so erhalten lassen. Voll. Bro, jetzt muss ich noch schnell schauen, wie viel Akku das mein Laptop noch hat. Nicht, dass das nachher 4%. Okay, Leute, ich mache noch den letzten Punkt und dann sind wir fertig. Also, der letzte Punkt, der auch eine Auswirkung hat, negative Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden. Studie zeigt, dass Menschen, die viel lästern, oft ein negatives Selbstbild und geringes Wohlbefinden haben. Oh, das ist ja genau das, was ich gesagt habe, Alter! Da haben wir den Punkt schon. Einfach, dass du grundsätzlich einfach unzufrieden bist mit deinem Leben. Und wenn du viel lästerst, das einfach noch viel schlimmer macht, weil du in diesem negativen Zyklus bist. Und darum, Leute, lästert einfach nicht. Nein, aber eben, ich finde, wie gesagt, so, wir sind immer Menschen, wie ich vorher gesagt habe, wir sind alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler und verhalten uns manchmal scheiße. Und ich finde, Lästern ist etwas, was dazugehört, wo irgendwo eben, wie gesagt, auch menschlich ist, wo wir alle machen. Ich finde es gut, wenn wir das selber reflektieren und vielleicht uns eingestehen, dass es nicht ein nicer Trade ist, wenn man das macht. Eben, wie gesagt, es ist ja etwas, was man vielleicht immer wieder mal macht, um mal für einen kurzen Moment können sein Selbstwertgefühl steigern, um für einen kurzen Moment mal vielleicht mit jemandem ein Gesprächsthema haben, weil es gerade das ist, was einem verbindet, wo es auf jeden Fall geilere Wege gibt. Aber wie gesagt, wir sind alles auch Menschen und wir machen unsere Fehler. Und ich finde es echt geil, wenn wir das so selber reflektieren in dem Moment. Und vielleicht könnt ihr ja auch etwas aus dieser Podcast-Folge rausnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bye!